Und ich habe ein Wort von Gott für euch oder für uns. Ich muss mich einschließen. Und der Titel ist spannend. Wie die Kraft Gottes in dir freigesetzt wird. Und das ist eine Pfingstpredigt. Pfingsten war letztes Wochenende, aber ich als Berner sind immer ein bisschen langsamer. Ich darf auch eine Woche später noch damit kommen. Oder? Seid ihr einverstanden? Wir sind ja Multikulti, haben wir gehört. Da hat auch ein Berner Platz. Gut, eine Pfingstpredigt, wie die Kraft Gottes freigesetzt wird in dir und in mir. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, als Bruno da mit dem Strom und so angefangen hat, dass er meine Predigt predigen will, aber er hat dann zum Glück aufgehört. Und wir wollen eine Bibelstelle anschauen, Apostelgeschichte 1, 4-8, ihr kennt das alle. Da war Jesus, nachdem er gestorben und auferstanden ist, wieder mit seinen Jüngern zusammen. Und das hat er da zu ihnen gesagt. Das waren, die Bibel sagt, im Korintherbrief, es waren etwa 500, wo er das zu ihnen gesagt hat. Als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das habt ihr wahrscheinlich letztes Wochenende oder so schon gehört, keine Ahnung. Und jetzt der nächste Vers. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Da sagt er, Jesus, seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen. Hatten sie das nötig? Hatten sie zu wenig Kraft? Ich meine, das waren Fischer, Zimmerleute, Handwerker. Gut, es war auch ein Bürolist dabei, der Matthäus, war ja Zolleinnehmer. Hatten sie nötig, dass sie Kraft empfangen? Ja, okay, bis ans Ende der Erde das Evangelium zu verkündigen, da muss man schon fit sein. Was war das für eine Kraft, die Jesus da meinte? Und ich glaube, Jesus spricht hier eben von einer anderen Kraft, von einer übernatürlichen Kraft. Und zur Erläuterung, was das für eine Kraft ist, die nächste Bibelstelle aus Epheser 1. Das ist ziemlich viel. Damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gebe, das ist wieder der Heilige Geist, sodass ihr ihn erkennt, indem ihr Erleuchtung habt für die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, wir sollen wissen, nicht nur vermuten oder annehmen, damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes inmitten der Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns ist. Da haben wir die Kraft. Welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben. Nach der Wirksamkeit seiner Stärke. Jetzt zeigt er, was diese Kraft bewirkt hat. Diese hat er an Christus wirksam werden lassen, als er ihn von den Toten auferweckte. Also es ist eine unglaubliche Kraft. Die hat Jesus von den Toten zurückgebracht. Das ist Power. Und zu seiner Rechten
in der Himmelswelt setzte, über jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Das ist die Kraft, die auf die Jünger kommen soll. Apostelgeschichte 1 sagt, dass diese Kraft, diese überschwängliche Kraft, die Jesus von den Toten zurückgebracht hat. Und es ist auch die Kraft, vor der Satan und seine Dämonen zittern. Vor dieser Kraft haben sie Angst. Und vor allem haben sie Angst davor, wenn wir entdecken, wenn du entdeckst, dass diese Kraft in dir wohnt, durch den Heiligen Geist. Ihr werdet Kraft empfangen. Also es war nicht eine Kraft, die die Jünger, die Menschen haben, ohne den Heiligen Geist, sondern es ist eine übernatürliche, göttliche Power. Im Griechischen steht das Wort Dynamis. Es ist eine Dynamiskraft. Wir kennen das vom Wort Dynamit. Das ist Power, das ist Kraft, unglaubliche Kraft. Und vor dieser Kraft hat der Teufel Angst. Er hat Angst davor, dass wir feststellen, dass diese Kraft in mir wohnt durch den Heiligen Geist. Weil wenn wir das merken, wenn wir Offenbarung bekommen über diese Kraft, dann kann er uns nicht mehr so leicht einschüchtern, in Angst versetzen. Dann sind wir nicht mehr so schnell ein Spielball von dem, was er will mit uns, sondern dann wissen wir haben Autorität in Jesu Namen, der gesetzt ist über jeden Namen, der genannt wird, überall, im Himmel und auf Erden, der höchste Name. Und diese Kraft, sagt Jesus, Apostelgeschichte 1,8, die kommt in uns hinein durch den Heiligen Geist. Das war schon im Alten Testament so, aber da galt es nur für Priester, Propheten und Könige. Und im Neuen Testament sind wir ja alle Priester, Könige und Propheten. Wisst ihr das? Du bist ein Priester und ein König und ein Prophet. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Aber eben wieder Apostelgeschichte 1,8, damit ihr die herrlichen Taten dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem Licht berufen hat. Nicht damit wir ein entspanntes, gutes, angenehmes, komfortables Leben leben können, sondern damit eben die Menschen an uns und durch uns Jesus sehen und erkennen und das auch wollen, diese Kraft. Micha hat gesagt in Micha 3,8, ich aber bin erfüllt mit Kraft, mit dem Geiste des Herrn. Also wenn der Geist des Herrn kommt, wenn der Heilige Geist kommt, dann ist auch die Kraft da. Und in 1. Johannes 4, Vers 4 steht, denn der in euch ist größer als der in der Welt. Also wir brauchen keine Angst zu haben von dem, der in der Welt ist, vom Teufel und seinen Dämonen. Weil der in dir wohnt, ist größer. Aber dazu brauchen wir eben Offenbarung, wir müssen das wissen. Dass der in dir ist, größer ist als der in der Welt ist. Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ich habe mir so vorgestellt, Jesus, ihr Herr, mit seinen Jüngern, und er sagt ihnen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Dynamiskraft. Was haben sich die Jünger da vorgestellt? Wenn Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Petrus hat wahrscheinlich gedacht, ja, aber hallo, siehst du mein Bizeps? Was für Kraft brauche ich? Matthäus hat vielleicht gedacht, er als Zolleinnehmer hat genügend mentale Stärke. Was für Kraft meint Jesus? Was ist das für eine Kraft, die Jesus meint? Was würdest du erwarten, wenn Jesus sagt, es wird Kraft über dich kommen? Wir haben natürlich alle schon weitergelesen oder vielleicht letzten Sonntag gehört, ich weiß es nicht.
Was würdest du erwarten unter dieser Kraft, dass es für eine Kraft ist? Wie würdest du dir diese Kraft vorstellen, wenn du es nicht wüsstest? Wie haben sich die Jünger das vielleicht vorgestellt? Griechisch steht ja Dynamis. Haben sich die Jünger vielleicht vorgestellt, ja okay, das passt. Petrus sicher, oder? Wenn ich komme, dann habe ich so einen explosiven Auftritt. Hätten wir vielleicht auch gerne. Oder vielleicht mehr so eine bullige Kraft, viele PS. Vielleicht wie das Auto von Stefan. Oder meine Motorräder. So eine PS-starke Kraft, wie würden wir uns das vorstellen? Oder vielleicht wie eine Lokomotive. So unglaubliche Kraft, die Tonnen schleppen kann durch den Gotthard hindurch. Wie würdest du dir diese Kraft vorstellen? Werde ich mich in einen geistlichen Superman verwandeln? Weiß nicht, habt ihr die Superman-Filme gesehen? Als ich Teenie war, kamen die auf und ich habe so einige Filme gesehen. Wenn so ein Staudamm gebrochen ist und die Städte unten alle in Gefahr waren, überflutet zu werden, da kam Superman und hat die Staumauer wieder schön geordnet und alle Leute im Tal waren gerettet. Wäre doch was, Superman, so ein geistlicher Superman oder Superwoman, wäre doch was. Wie haben sich die Jünger das vorgestellt? Wie würdest du dir das vorstellen? Wie Kraft über dich kommt, Dynamis, Power. Vielleicht haben sie auch gedacht, ui, was wird dann mit mir geschehen, wenn diese Kraft über mich kommt? Überlebe ich das überhaupt? Ich meine, wenn du mit den Fingern in die Steckdose gehst und die Kraft der nordostschweizerischen Kraftwerke über dich kommt, das überlebst du nicht sicher. Also überlebe ich das überhaupt, wenn diese Kraft über mich kommt? Was geschieht mit mir? Diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hatte. Wir würden wahrscheinlich etwas Großes, etwas Spektakuläres erwarten, wenn wir das hören. Sie hatten ja keine Ahnung. Und wir wahrscheinlich auch nicht. Immer noch nicht, wie groß diese Kraft ist. Was würden wir erwarten? Wie würden wir das erwarten? Und dann hat sich Apostelgeschichte 1, Vers 8 erfüllt. Ihr kennt alle die Geschichte. Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Dann kam diese Dynamiskraft, diese Power von Gott. Dann kam der Heilige Geist. Und als der Tag des Pfingstfestes endlich da war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen. Da kam ein Wind. Wie wenn ein gewaltiger Wind daherfährt und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, die sich zerteilten wie von Feuer, und es setzte sich auf jeden unter ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da war diese Kraft jetzt da. Wir werden mit Kraft erfüllt werden, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie fingen an, in anderen Zungen zu reden. Und sie fingen an, in anderen Zungen zu reden. Interessant ist, diese Kraft kam. Da waren ja die 120 Nachfolger Jesu, Jünger Jesu, waren ja in diesem Oberstübchen versammelt. Und diese Kraft kam. Und alle in Jerusalem steht. Alle in Jerusalem haben das festgestellt. Die haben gemerkt, da ist etwas geschehen. Alle haben es gemerkt. Aber diese Kraft kam nicht über alle, die in Jerusalem warteten, sondern diese Kraft kam nur auf diese 120 im Oberstübchen. Nur auf die kam sie.
Aber Moment, Jesus hat doch Apostelgeschichte 1, 4 bis 8 zu 500, über 500 Jüngern gesagt. Wo waren die anderen? Da war nur ein Viertel, war da. Nur über diese 120 kam diese Kraft. Wo waren die anderen? Also nur die, die einen Hunger hatten nach mehr von Gott. Nur die, die mehr wollten von Gott, die sagen, Gott, ich brauche mehr von dir. Nur da kam diese Kraft. Wie denken wir? Wie denkst du? Denkst du, Gott, ich will mehr von dir, ich brauche mehr von dir? Oder denkst du, ja, ist schon alles ganz in Ordnung, so wie es ist? Ich lebe ein gutes Leben, alles Paletti. Oder willst du mehr? Gott, ich brauche mehr von dir. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, kam dann nur über die, die warteten, die diese Kraft erwarteten. Nicht über die anderen. Also diese verheißene Kraft, der Heilige Geist kam. Gott hält seine Versprechen immer. Gott hält seine Versprechen immer. Diese Dynamitkraft, diese Dynamiskraft, die kam. Und was waren die Auswirkungen? Was waren die Auswirkungen? Sie haben in neuen Zungen geredet. Also diese göttliche Powerkraft, die Tote auferweckt, vor der Satan und seine Dämonen zittern, die kam. Diese Kraft, die diese normalen Menschen, Leute, Männer, Frauen, Fischer, Zimmerleute, Zolleinnehmer ausrüsten sollte, diese gewaltige Aufgabe des Evangelisierens der ganzen Welt befähigen sollte. Diese Kraft kam und es war die Auswirkung, sie sprachen in neuen Zungen. Sie sprachen in neuen Zungen. Gewaltig, oder? Eher ein bisschen enttäuschend, oder nicht? Wenn diese Kraft kommt, du erwartest irgendetwas, hast keine Ahnung, was mit dir geschieht, und die Folge ist, du sprichst in neuen Zungen. Also nichts mit Superman. Das ist nicht ein bisschen enttäuschend, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn du ganz ehrlich bist, hättest du doch eigentlich Superman erwartet, so eine Bolling, plötzlich Bizeps. Nicht wie ich, sondern wie halt wie du dir das vorstellen würdest. Also das soll es jetzt gewesen sein. Das ist jetzt diese Auswirkungen dieser Kraft. Ich spreche in einer neuen Sprache. Das ist jetzt gewesen. Ein bisschen enttäuschend, oder nicht? Wenn wir ehrlich sind. Das ist doch auch oft auch bei uns so. Wir erwarten etwas von Gott. Wir erwarten etwas Großes, vielleicht Gewaltiges von Gott. Und dann, wenn es anders aussieht, als wir es uns vorgestellt haben, dann sind wir ein bisschen enttäuscht. Ja, das habe ich mir eigentlich schon ein bisschen anders vorgestellt, aber Halleluja, ist halt so. Also ich finde es ein bisschen ernüchternd für die Jünger oder für uns vor allem für uns. Aber die Kraft Gottes ist gekommen. Die Kraft Gottes ist gekommen und eigentlich ist es nicht frustrierend. Ich will es jetzt nicht irgendwie schön umbiegen oder so, aber wir sehen dann noch weiter. Die Kraft Gottes ist gekommen. Aber viele Gläubige bleiben dann eben da stehen. Viele gläubige Charismatiker, Pfingstler bleiben dann hier stehen. Die sind dann ein bisschen frustriert, die wissen, ja, die Kraft Gottes ist gekommen und ich kann jetzt auch in Zungen reden, Halleluja, hin und wieder, ab und zu, vielleicht, wenn überhaupt. Und viele Gläubige bleiben dann hier stehen, die sagen, ja, ich habe diese Kraft, den Heiligen Geist auch empfangen und ja, ich spreche auch in neuen Zungen hin und wieder, Halleluja.
Aber eigentlich denkt man, ja, ist das alles? Ist das jetzt diese Kraft, die Jesus versprochen hat? Ist das alles? Eigentlich ist man dann ein bisschen frustriert, wenn wir ehrlich sind, oder? Sagt man, okay, that's it. Hat mich ganz anders vorgestellt. Eben mehr so wie Superman, oder wenn nicht Superman, halt vielleicht wie Paulus. Abgesehen, das war auch ein Superman, wenn wir die Bibel lesen. Und ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen hier Offenbarung über diese Kraft und wie diese Kraft dann eben in uns, in dir und in mir freigesetzt wird. Und dass wir eben nicht hier stehen bleiben und sagen, ja nun, das war's halt. Ich habe das auch, bin auch geistgetauft und spreche in Zungen, Halleluja. Und das war's dann. Es geht eben weiter oder es fängt hier an. Wenn wir die Jünger anschauen, wie haben die Jünger reagiert? Diese 120. Haben die gesagt, ja, was ist das jetzt alles? Sondern die haben genommen, was Gott ihnen gegeben hat. Es steht in der Bibel, und sie fingen an, in neuen Zungen zu reden. Das ist nicht der Heilige Geist über sie gekommen und hat etwas mit ihnen gemacht, sondern die Bibel sagt, der Heilige Geist ist gekommen und gab ihnen diese Gabe und sie nahmen sie und fingen an, in dieser neuen Sprache zu reden. Sie fingen an, steht. Also sie haben das genommen, was Gott ihnen gegeben hat, und sie gingen aus ihrem Oberstübchen heraus auf die Straßen von Jerusalem und die haben da in diesen neuen Sprachen in ganz Jerusalem, das haben alle gehört, die in Jerusalem waren, wenn wir da weiterlesen würden. Die haben das alle gehört und haben gesagt, wir hören sie in unseren Sprachen reden. Kreter und Pläter und Griechen und weiß nicht wer alles. Die haben in diesen neuen Sprachen geredet. Also das Zungengebet, sagt uns die Bibel, kann eine Sprache sein, die es hier auf dieser Erde gibt, oder eine Engelssprache, die es nicht auf dieser Erde gibt. Aber die Leute, die in Jerusalem wohnten, haben sie verstanden, haben das gehört. Und das war ein Spektakel in Jerusalem, da war Aufruhr. Im Grundtext steht sogar, da war eine Euphorie, da war eine Ekstase unter den Leuten. Und das Ganze mündete dann in diesen ersten neutestamentlichen Gottesdienst. Das mündete dann in diesen Gottesdienst, wo Petrus aufstand und predigte. Und anschließend haben sich 3000 Menschen bekehrt, haben ihr Leben Jesus übergeben. Da war diese Kraft im Werk. Vielleicht ganz anders, als die Jünger sich das vorgestellt hatten. Vielleicht ganz anders, als du es dir vorstellen würdest. Aber hey, nach einer Predigt, 3000 Menschen haben ihr Leben Jesus übergeben. Da war diese Kraft im Werk. Da war diese Kraft wirksam. Und wenn wir so diese Geschichte lesen, dann merken wir doch, wir brauchen diese Kraft. Wir brauchen die Auswirkung dieser Kraft. Wir als Gemeinde, wir brauchen diese Kraft. Du als Mensch, ich als Mensch, in meiner Umgebung, an meinem Arbeitsplatz, ich brauche diese Kraft. Dass Menschen an mir sehen, wer Jesus ist und das auch wollen. Wir brauchen diese Kraft. Oder es anders ausgedrückt, wir haben für Rorschach gebetet, Rorschach braucht uns. Rorschach braucht dich mit dieser Kraft. Die Welt braucht uns, dass sie an uns sieht, wer Jesus ist. Und dass die Menschen dann sagen, das will ich auch. Was er hat, was sie hat, das will ich auch. Das waren die Auswirkungen dieser Kraft. 3000 haben sich bekehrt und
Wenn ihr euch das vorstellt, so im Oberstübchen, vorher waren es 120, dann waren es 3120, das war dann wahrscheinlich schon ein bisschen eng da oben und warm vermutlich. Wahrscheinlich hat der Platz nicht gereicht. Das brauchen wir auch. Und da muss also irgendein Geheimnis hinter diesem Sprachengebet, hinter diesem Zungengebet sein. Das muss also mehr sein als nur einfach eine neue Sprache, die wir sprechen und das war's dann. Da muss mehr dahinter sein. Paulus sagt in 1. Korinther 14, 14 Vers 5, er sagt, ich will aber, dass ihr alle in Zungen redet. Sagt er, ich will. Und weil es in der Bibel steht, ist es auch der Wille Gottes, wenn es so drin steht. Ich will, dass ihr in Zungen redet, sagt Paulus. Warum will er das? Damit wir eine neue Freizeitbeschäftigung haben vielleicht. Damit wir weniger Unsinn reden. Zumindest würdest du es dann nicht mehr verstehen. Oder dass wir weniger streiten. Oder warum will er das? Warum will er, dass wir mehr in Zungen reden? Also es muss irgendeinen Sinn haben. Es muss wichtig sein. Sonst hätte er das nicht gesagt. Und das wollen wir anschauen. Das ist der Sinn dahinter. Der Sinn dahinter ist, damit wir eben, das war die Predigt, die Bruno angefangen hat, damit wir eben angeschlossen sind. Und zwar richtig angeschlossen sind am Strom. Durch das Zungenreden verbinden wir uns mit Gott. Das ist nicht einfach eine Beschäftigung, die wir haben, sondern es hat eine Auswirkung, wenn du in Zungen redest. Wir verbinden uns mit der Kraft Gottes. Damit wir in diese Dimension der Kraft und in diese Dimension des Geistes hineinkommen. Und das Zungenreden ist wichtig. Also wir Gläubigen, wir Pfingstler und Charismatiker und alle, die das glauben, was in der Bibel steht, dass das auch dazugehört im Neuen Testament. Trotzdem, dass wir das glauben, viele schieben es ein bisschen weg, halten es für etwas ein bisschen komisch, ein bisschen minderwertig, aber es ist es eben nicht, weil Jesus selber hat in seinen Abschiedsreden in Markus 16 gesagt, an Zeichen aber werden Folgende die gläubig Gewordenen begleiten. Und dann das Erste, was er gesagt hat, das Erste, in neuen Zungen werden sie reden. In neuen Zungen werden sie reden. Da hat er noch einen ganzen Katalog angehängt. Aber das Erste war, in neuen Zungen werden sie reden. Wer wird in neuen Zungen reden? Sagt Jesus. Die gläubig Gewordenen. Glaubst du an Jesus? Dann sagt Jesus, dann ist ein Zeichen, das dir folgt, ist, dass du in Zungen redest. Es hat nicht einige, die an mich glauben, haben dann die Zungenrede, sondern es ist ein Zeichen, das allen folgt, die an ihn glauben. Es ist nichts Komisches, es ist nichts Minderwertiges, sondern es ist der Zugang zu dieser Kraft. Wir alle hätten natürlich lieber gehabt, wenn wir nach der Geistestaufe gleich vielleicht die Gaben der Heilungen gehabt hätten oder die Gabe der Wunderwirkung. So ein bisschen Superman-mäßig halt. Da hätten wir viel lieber gehabt. So etwas Spektakuläres, wo alle anderen staunen. Das hätten wir viel lieber gehabt. Aber könnten wir damit umgehen? Wenn alle uns dann anschauen und sagen, wow, könnten wir damit umgehen? Oder würden wir die Ehre dann vielleicht doch lieber auf unser Konto verbuchen, als auf sein Konto? Und ich glaube, das Zungenreden
Das hält uns ein bisschen unten. Aber es ist eben nichts Minderwertiges, sondern es ist eben der Zugang zu dieser Kraft. Es ist wie beim Strom. Wenn wir nicht ganz angeschlossen sind, dann kommt nichts Rechtes heraus. Oder wie bei einer Lokomotive, die da steht, unglaubliche Power, aber nutzlos. Sie muss den Bügel ausfahren an die Stromleitung und andocken an der Stromleitung, das ist das Zungengebet. Da docken wir an die Kraft Gottes, an den geistlichen Bereich. Darum ist das Zungengebet wichtig. Darum sagt Paulus, ich will, dass ihr alle in Zungen redet, weil er weiß, wie wichtig das ist, dass wir eben in diesen geistlichen Bereich, in den Bereich der Kraft Gottes hineinkommen. Das ist wie bei dieser Lokomotive. Wenn wir in Zungen reden, wenn du in Zungen redest, sagt Paulus in 1. Korinther 14,4, dann spricht dein Geist. Das ist nicht deine Seele, die redet, dein Körper, sondern dein Geist. Es ist eine Äußerung deines Geistes. Und dann steht, der Verstand bleibt fruchtleer. Also wenn du anfängst, in Zungen zu reden, dann versteht dein Verstand nichts, sondern dein Verstand sagt dir, hey, was machst du eigentlich da? Das ist der Kauderwelsch. Weil es ist eine Äußerung deines Geistes. Du begibst dich in den Bereich des Geistes, da wo eben diese Kraft verfügbar ist, diese Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Dann sind wir in diesem Bereich. Und darum will der Teufel uns auch davon abhalten, dass wir da hineingehen. Darum versucht er uns davon abzuhalten. Das ist nicht wichtig und das ist ein bisschen komisch und bringt nichts. Macht es halt vielleicht im Gottesdienst, wenn alle beten oder so, tönt dann gut, dann hören sie, aha, du betest auch in neuen Zungen. Es ist eben nicht so, sondern es ist die Verbindung zu dieser Kraft Gottes. Und wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, immer in jedem Beispiel, wo ausführlich beschrieben wird, wie Menschen Jesus angenommen haben, sich bekehrt haben, zum Teil taufen ließen, gläubig wurden, und dann haben sie anschließend die Taufe im Heiligen Geist oder die Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangen. Und immer in allen Beispielen, wo es detailliert beschrieben wird, haben sie dann in neuen Zungen gesprochen. Alle. Das ist der neutestamentliche Standard. Der wird uns in der Apostelgeschichte beschrieben. Da sehen wir, wie wir als Gemeinde und als Einzelpersonen leben sollen im Neuen Testament. Sie haben immer in Zungen geredet. Manchmal sofort, manchmal ein bisschen verzögert. Manchmal braucht man noch Belehrung, was das überhaupt ist und was das überhaupt soll. Was wir heute hier machen für uns. Ich selber war auch so. Ich war seit 3 Wochen aus den Drogen, weg von den Drogen, weg vom Heroin. Ich habe Jesus angenommen und ich hatte keine Ahnung. Und dann waren wir mit der Drogenreha in Emetten. Da war so ein Holy Spirit Seminar. Keine Ahnung, Heiliger Geist, keine Ahnung, nie gehört. Und ich war 3 Wochen weg von den Drogen. Und dann hat jemand gesagt, wenn du die Geistestaufe willst, dann komm nach vorne, wir beten für dich. Und ich habe gedacht, okay, nie gehört, aber wenn es da was gibt, gehe ich mal nach vorne. Und ich ging nach vorne, das waren so Texaner und Texanerinnen, so richtige Amerikaner, so Vollblut, Charismatik, Power. Und die haben mir da die Hände, mir war das oberpeinlich, die haben mir da die Hände aufgelegt und haben für mich gebetet und haben gesagt, das kommt dann so über dich und dann lass es einfach laufen. Und ich war 3 Wochen weg vom Heroin. Und ich habe dann gedacht, das ist jetzt wahrscheinlich ähnlich wie so ein Flash vom Heroin, das kommt dann und macht irgendetwas mit mir. Und ich habe gewartet und gewartet, ist nichts gekommen. Am Schluss war ich der Einzige auf der Bühne
Und alle, die da waren, haben für mich gebetet und mir war das so peinlich. Es war mir so unwohl. Ich wollte einfach zurück an meinen Platz und da irgendwie unter dem Stuhl versinken. Hab nichts erlebt. Und dann, eine Woche später, hat der geistliche Leiter da der Drogenreha mich gerufen und hat mich belehrt aus der Bibel, was jetzt mit mir geschehen ist, was das Zungengebet soll. Und da habe ich es geschnallt. Und da kam plötzlich diese Freude. Hat wahrscheinlich niemand gemerkt um mich herum. Ich war so verschlossen und zu, aber diese Freude war in mir. Und dann habe ich später, dann kam natürlich das ganze, der Teufel mit seinen Lügengedanken und gesagt, das ist alles von dir, vergiss das doch, das machst du selber, das Kauderwelsch, das bringt nichts. Und dann habe ich aber erlebt, wenn es mir richtig schlecht gegangen ist, wenn ich zurück auf die Gasse wollte, da hat jemand zu mir gesagt, jemand von den Mitarbeitern, komm, wir beten. Und ich habe gesagt, nein, ich mag nicht beten. Dann, okay, dann beten wir in Zungen. Dann haben sie mich irgendwie überzeugt, in Zungen zu beten. Dann haben wir zusammen 10 Minuten, 15 Minuten in Zungen gebetet und dann ging es mir wieder gut. Das war für mich eine so übernatürliche Erfahrung mit dem Zungengebet. Und trotzdem sagt der Teufel immer wieder, das ist doch von dir, machst du selber. Weil mein Verstand versteht es nicht. Er weiß nicht, was ich da mache, weil es eine Äußerung ist meines Geistes. Da hat er keine Kontrolle darüber. Also das Zungengebet ist sehr wichtig. Und die Auswirkungen, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, nachdem die Jünger erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und in Zungen beteten und so mit dieser Kraft Gottes connecteten, auf Neudeutsch. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir bei Petrus, der hat Tote auferweckt. Oder an einer anderen Stelle steht in der Apostelgeschichte, da kamen viele Kranke zu ihm. Und dann steht, Petrus heilte sie alle. Das war das Niveau von Jesus, merkt ihr das? Das war das Niveau wie bei Jesus, er heilte sie alle. Ist die Apostelgeschichte vorbei? Eigentlich müsste sie bis heute, bis Jesus wiederkommt, weitergehen. Also wir brauchen diese Kraft. Und die Verbindung zu dieser Kraft ist das Zungengebet. Da kommen wir in den Bereich des Geistes hinein. Wir brauchen diese Kraft, wir brauchen das Zungengebet. Das Zungengebet nicht verachten, nicht klein machen. Und wo diese Kraft freigesetzt ist, lesen wir auch in der Apostelgeschichte, haben sich täglich Menschen bekehrt. Täglich. Jeden Tag. Da waren es 3120, eine Woche später waren es vielleicht schon 4000. Keine Ahnung. Täglich haben sich Menschen bekehrt, weil sie die Auswirkungen dieser Kraft gesehen haben. Das brauchen wir auch. Und bemerkenswert, der Mann, der praktisch die ganze damalige Welt mit dem Evangelium erreicht hat. Ihr kennt ihn, wer ist das? Paulus. Der Mann, der die praktisch ganze damalige Welt mit dem Evangelium erreicht hat, der sagt von sich, nächste Stelle, mehr als ihr alle rede ich in neuen Zungen. Mehr als ihr alle rede ich in neuen Zungen. Warum macht er das? Warum macht er das? Weil er weiß, so bin ich verbunden mit dem Bereich des Geistes, mit dem Heiligen Geist, mit dem Bereich der Kraft. Und wenn wir Paulus anschauen, das war auch dasselbe Niveau wie bei Jesus. Kranke wurden geheilt, Tote wurden auferweckt. Jesus sagte, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch tun, sogar noch größere. Das war dasselbe Niveau wie bei Jesus. Also Paulus sagt von sich, ich spreche mehr als ihr alle in neuen Zungen. Paulus war ja nicht ein Mann der ersten Stunde, der war Apostelgeschichte 1,8 nicht dabei. Und
Vermutlich war er in Jerusalem, wir wissen es nicht, aber ich nehme an, er war in Jerusalem, als Apostelgeschichte 2, 1-4 geschah. Und wahrscheinlich hat er das miterlebt, mitgehört und gesehen. Aber es hat nichts bewirkt in ihm, erst ein bisschen später kam er dann dazu. Und wahrscheinlich Lukas, der ist eine Weile mit ihm gereist, der die Apostelgeschichte geschrieben hat ihm dann belehrt und ihm gesagt, um was es geht. Und dieser Paulus, dieser hochintelligente, studierte Theologe, der war sich nicht zu schade, zu sagen, ich spreche mehr als ihr alle in neuen Zungen. Er wusste, ich brauche das, um mit der Kraft Gottes verbunden zu sein, um mit dem Heiligen Geist verbunden zu sein. Ich brauche das. Er war sich nicht zu schade. Paulus nahm, was Gott gab, und wendete es an. Und auch im Leben von Paulus sehen wir, es begann nicht gleich mit einem großen Dienst. Es begann nicht gleich mit Totenauferweckungen und Wunderwirkungen, sondern Paulus war zuerst mal weg, einige Jahre. Hat er viel Gemeinschaft gehabt mit Gott, viel im Wort Gottes geforscht, hat viel, nach dieser Stelle, viel in Zungen geredet, hat sich verbunden mit dem Heiligen Geist und dann begann sein großer Dienst. Und die Bibel sagte immer, verachtet nicht den Tag kleiner Anfänge. Die kleinen Anfänge. Wir würden gerne groß einsteigen. Aber nimm einfach mal das Sprachengebet und setze es um. Mache es, praktiziere es. Ich habe jetzt, seit ich die Predigt vorbereitet habe, immer wieder, auch wenn ich arbeite, dass ich zwischendurch in Sprachen rede. Habe ja Zeit, wenn ich so allein unterwegs bin irgendwo, dass ich in Sprachen rede. Und ich glaube, dass Zungenreden ist das, was Paulus dorthin brachte, wo er dann war. Natürlich Jesus und natürlich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, aber dass das alles aktiv wurde in seinem Leben, er hat das viel gemacht. Ich spreche mehr als ihr alle in neuen Zungen. Das hat Paulus dorthin gebracht, wo er dann war. Und wenn du anfängst, Zungen zu reden, dann hör nicht auf deinen Verstand. Hör nicht auf das, was der Teufel dir sagen will. Ich weiß nicht, kennt ihr Kenneth Hagin? Das ist auch ein Mann, der ist jetzt gestorben. Aber es war auch ein Mann aus der heutigen Zeit, der viel mit Gott erlebte. Der auch das Niveau von Jesus erreichte oder nahezu erreichte. Und er sagt in einem Bericht von ihm, als er angefangen hat, in Zungen zu reden, sagt er, hat er eine halbe Stunde in Zungen geredet. Dann kam der Teufel zu ihm und sagte, jetzt hast du eine halbe Stunde Zeit vergeudet. Dann hat er gesagt, Teufel, in dem Fall bete ich nochmal eine halbe Stunde. Hat er nochmal eine halbe Stunde gebetet. Dann kam der Teufel wieder ein bisschen leiser und sagte, jetzt hast du nochmal eine halbe Stunde Zeit vergeudet. Hat er gesagt, gut, jetzt bete ich noch eine Stunde in Zungen. Dann war Ruhe. Das heißt nicht, dass wir auch gleich so auf diesem Niveau anfangen müssen, aber vielleicht 5 Minuten täglich, 10 Minuten, 15 Minuten, vielleicht mit Unterbrüchen immer wieder. Wollen wir das? Wollen wir den Bügel unseres Lebens wie bei einer Lok ausfahren und uns verbinden mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist, ihn erleben, ihn hineinnehmen in unser Leben, heraus aus dem Durchschnittsmittelmaß in den Bereich, wo Gott uns gebrauchen kann, wo Gott dich gebrauchen kann, wo du Impulse bekommst vom Heiligen Geist, wo er auch zu dir reden kann, wo du Auslegung bekommst über dein Zungengebet durch den Heiligen Geist, wo du weißt, was du gebetet hast, wo dann eben die Gaben des Heiligen Geistes anfangen zu wirken, aber der Weg dahin ist, bete einfach dein persönliches Zungengebet möglichst viel, wie Paulus, ich bete mehr als ihr alle in Zungen.
Ich glaube nicht, dass er eine Umfrage gemacht hat, wie lange betest du, wie lange du, wie lange du. Ich bete am meisten. Ich glaube nicht, dass er es so gemacht hat, sondern er kannte eben die Menschen. Er weiß, wie wir Menschen ticken. Wenn du das nicht merkst, wenn du das Gefühl hast, das bringt mir nichts, dann machst du es auch nicht. Und Paulus wusste das und darum konnte er sagen, ich bete mehr als ihr alle in neuen Zungen. Und lasst uns Paulus nachahmen. Er sagt ja auch immer wieder, ahmet mein Beispiel nach. Lasst uns ihn nachahmen, wenn ihr das wollt. Und wie gesagt, bete 5 Minuten, 10 Minuten oder immer wieder oder eine Stunde und verbinde dich mit der Kraft Gottes. Wollen wir das? Wollen wir das neu, wir kennen das ja alle, aber neu in unser Leben hineinnehmen? Ich glaube, das ist das, was der Heilige Geist uns heute hier sagen will. Und er will das ja auch. Er wartet ja darauf, dass wir endlich mit ihm verbunden sind. Und wenn du es vielleicht noch nicht erlebt hast, oder wenn du vielleicht sagst, ja, ich bin zwar schon erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber ich spreche nicht in neuen Zungen, dann schau einfach, was Jesus sagt, Markus 16, 17 folgende. Es ist ein Zeichen, dass denen folgt, die an ihn glauben. Dann nimm es im Glauben an. Und wenn du nicht erfüllt bist mit dem Heiligen Geist und das möchtest, dann komm vielleicht später auf mich zu, dann können wir beten.